Aber ihr Leben so viele Menschen schon nur nach 4, 5 Jahren, wo vielleicht nicht das passiert, was sie sich geträumt haben, dass man sagt, ja, ich habe mal geträumt, es ist nichts geworden. Und es passiert, oder man hat das Gefühl, wenn Gott nicht unser Timing einhält, dann wird es nicht passieren. Und das ist das, was ich meine, wenn wir probieren zu sagen, hab Sorge zu dieser Vision, auch, wo Gott in unser Herz hineinlegt. Jetzt wollen wir aber doch recht herzlich alle die begrüßen, die Predigt immer wieder auf YouTube nachschauen. Geben wir ihnen einen recht herzlichen lauten Applaus hier aus dem Kalkofen raus. Es freut uns. Habt ihr eingeschaltet? Unsere Hoffnung oder unser Gebet ist, dass die Predigt euch ermutigen dort, wo ihr dran seid, vielleicht auch Durchbrüche passieren dürfen, dass kreative Ideen entstehen und ihr vor allem auch das Herz von Gott irgendwie mehr verstehen und auch vor allem erfahren, was Gott für geniale Pläne für euer Leben bereit hat. Wir haben heute den dritten und letzten Teil von der Serie Level Up. Wir haben ein bisschen angeschaut, wie können wir Sachen entscheiden oder wählen in unserem Leben, wo wir das Gefühl haben, aus der Bibel dürfen lernen, was uns vorwärts bringt, was uns auf ein neues Level aufbringt, eben in unserem alltäglichen Leben. Wir haben im ersten Sonntag angeschaut, dass wir Limiten kicken, oder? Wisst ihr noch, die da waren, haben gesagt, wir kicken den Deckel weg von unserem Leben und erwarten mehr. Dann haben wir letzten Sonntag zusammen angeschaut, dass wir immer wieder den Weg vor Ehre wählen, so dass auch Gott Wunder tun in unserem Leben, wenn wir die Ehre immer priorisieren in unserem Leben. Heute geht es noch darum, dass wir Sorge haben, so aufgeschrieben, take care of the vision, also hab Sorge zur Vision, wo eben auch in der Bibel steht, wo, glaube ich, auch in dein Herz reinkommen darf. Und bevor wir überhaupt ein bisschen Sorge haben zu einer Vision, müssen wir überhaupt zuerst mal herausfinden, was ist denn überhaupt eine Vision? Warum sollen wir denn überhaupt Ziele und Träume haben in unserem Leben? Und ich finde das so genial. Wenn wir uns überlegen, Gott hat die Welt erschaffen, hat jede einzelne Person wunderbar, einzigartig designt. Du staunst immer wieder, was Gott wirklich für alles sein Talent hat hineingegeben, für die Welt zu erschaffen. Und Gott hat endlose Ressourcen. Und das ist so schön, wie im Psalm steht, der Psalmist 37,4, der schreibt dort, freue dich über den Herrn und er wird dir geben, was du dir von Herzen wünschst. Es ist so treffend beschrieben, dass wir aus der Bibel heraus lernen können, weil es steht, wir dürfen uns einfach an Gott freuen und er wird uns geben, was wir uns von Herzen wünschen. Jetzt ist schon mal etwas, was wir lernen dürfen. Gott wird uns geben, was wir uns wünschen. Ich weiss nicht, wie dir das Leben geht. Meine Mentalität ist immer wieder oder so ein bisschen so, ist man auch aufgewachsen oder das lernt man in der Schule. Oder du musst etwas machen, dass es irgendwo kommt. Oder? Und das ist nicht grundfalsch. Ich glaube, wir müssen auch entscheiden, fällen, Sachen priorisieren, dass Sachen kommen. Und gleich tut es manchmal gut zu wissen, Gott wird uns geben, was wir uns wünschen. Wenn wir uns an ihm freuen, glaube ich, an ihn priorisieren. Und ich glaube, es ist so wichtig, schauen wir im Leben immer wieder auf das, was noch nicht da ist. Oder schaffen wir es zwischen mit einem Auge ein bisschen auf unsere Wünsche zu schauen, auf das, was Gott noch tun kann. Probieren wir auch unseren Weg in diese Richtung zu gehen, dass wir eben die Wünsche, Träume und Visionen überhaupt noch ein bisschen im Blick haben. Und ich kann euch das so ein bisschen erklären. An dem Basketball ist ja spannend, oder? Das ist ja auch übrigens auch die Fahrlehrerregel Nummer 1, oder? Gell? Du musst immer dorthin schauen, wo du herfährst, oder? Schon im Rollerfahren habe ich gelernt, oder? Wenn du die Mittellinie anfängst, dann gehst du irgendwie mehr in die Mitte. Wenn du ein schönes Bauernhaus siehst und lang nachschaust, dann willst du irgendwann neben ausfahren. Oder? Und das ist ja genau so im Sport. Oder? Dort, wo du her schaust, das sagt man, wenn du im Shooter ein Goal machen, dann musst du nicht dem Goalie seine Birne anschauen, weil schiessest du mit Birne an. Du musst ja nicht irgendwo zu den Zuschauern schauen, ob die Freundin sieht, dass du jetzt ein Goal machst, weil dann schiessest du schnell nebendurch. Oder? So, du musst dort her schauen. Oder? Wo ist im Goal sein Schwachpunkt? Wenn du Basketball spielst und einen Pass geben, wenn ich jetzt da einem Janu einen Pass geben will, oder? Und ich irgendwo da rüber schaue und er so probiert zu schiessen, ist es viel schwieriger, dass der überhaupt schon noch mit Nähe kommt. Oder? Wenn ich aber den Janu anschaue, schaue, ob er wach ist, hast du gut, ist parat, tipptopp, kannst du mir das zurückgeben, merci vielmals. Oder? Dann weiss ich, dann habe ich das Ziel und ich schaue dorthin, ist gar nicht so schwierig. Oder? Hingegen, wenn ich dort rüber schaue und er dem Janu, ja, schau jetzt eben, da haben wir es schon, oder? Das ist vielleicht ein bisschen lustig, aber es ist mir so wichtig, dass dir das Bild denkt. Ich weiss, wenn man jung ist das noch ein bisschen einfacher, oder? Und wir schauen auf Instagram ja sowieso immer nur, was wir mal wetten, oder? Aber ihr Leben so viele Menschen schon nur nach 4, 5 Jahren, wo vielleicht nicht das passiert, was sie sich geträumt haben, dass man sagt, ja, ich habe mal geträumt, es ist nichts geworden.
Und was passiert, oder? Man hat das Gefühl, wenn Gott nicht unser Timing einhält, dann wird es nicht passieren. Und das ist das, was ich meine, wenn wir probieren zu sagen, hab Sorge zu dieser Vision, auch, wo Gott in unser Herz hineinlegt. Oder wir haben es so aufgeschrieben, starten wir beim Traum und nicht immer bei diesen Möglichkeiten. Kennt ihr die Leute? Oder? Dann träumst du ein bisschen, was Gott alles tun kann. Ja, das geht ja nicht wegen dem und dem. Oder? Aber Gott hat die Welt erschaffen. Gott hat so viel mehr Möglichkeiten, als wir uns vorstellen können. Und darum glaube ich, ist unser Job, dass wir nicht immer sagen, ja gut, was habe ich für Möglichkeiten, was habe ich für Ausbildung, was habe ich jetzt für Ausbildung, dann kann ich das machen. Sondern dass wir probieren, manchmal mit einem Auge auf das zu schauen, was Gott überhaupt könnte tun. So kommt es dann auch, oder? Wenn wir es schaffen, ein bisschen herzuschauen, wie ich vorher erklärt habe, wird es eben so kommen, dass wir auch dort werden hergehen, wo wir immer wieder heranschauen. Es ist spannend, ich habe ein Buch gelesen von einem Businessman, der war unglaublich erfolgreich, aber der hat das Gebäude geplant in einem Level, wie wir uns nicht vorstellen können. Das war viel grösser als alles, was es jemals gegeben hat. Das war krasser, hat schöner ausgesehen. Und er hatte eine genaue Vorstellung, wie die Fassade aussehen soll. Und er hat so einen Teil, so einen kleinen Stein von dieser Fassade auf sein Pult gelegt. Das war sein Traum. Und jedes Mal, wenn er schwierige Gespräche hatte, oder Sachen vielleicht auch nicht gewusst, wenn er vielleicht irgendwo Rückschlag erlebt hat, dann hat er diesen Fassadenstein angeschaut. Und er gewusst, für das kann ich. Ich werde einmal das Gebäude bauen, das so gross ist und so krass, dass sogar alle Nieder nachher werden still sein, weil wir hätten gedacht, das wird niemals möglich sein. Jahre später war der Stein nicht mehr auf seinem Pult, sondern an dem Gebäude, das er bauen wollte. Aber es hat Mut gebraucht, Entscheidung gebraucht, auch Fokussierung gebraucht. Und ich glaube, manchmal ist es in unserem Leben ein bisschen gleich. Aber es ist wichtig, wenn wir manchmal vielleicht Enttäuschung erleben, Rückschläge erleben oder auch unsere Geduld müssen trainieren, weil Sachen nicht so schnell kommen, wie wir uns vorstellen, dass wir es nicht vergessen. Dass wir immer uns noch an diesem Bild festhalten und wir so wie Bilder von entwickeln, was ich machen. Und es ist spannend, wie wir in der Bibel lesen, vom Zerubabel, so einen genialen Namen, den vergisst du nie mehr, Zerubabel, oder? Wo wir in der Bibel lesen, das war ein Mann, der hat es im Herzen gehabt, den Tempel vom Haus von Gott wieder aufzubauen. Und er war unglaublich in schwierigen Umständen. Er ist immer wieder unterbrochen worden, weil er mit seinen Leuten dran war und Visionen hatte. Dann sind wieder Finden gekommen, wieder Gegner gekommen. Und es ist spannend, wie Gott ihn ermutigt. Wir lesen nämlich im Buch Zacharia von einem Prophet, der Zacharia war ein Prophet, wie Gott ihm sagt, geh zu dem Zerubabel und sag ihm, er soll den Schlussstein nehmen, wo er den Tempel wird vollenden. Er soll den Schlussstein schon zu sich nehmen. Dass er immer den anschauen kann, wieder finden können, wenn sie wieder die Mauer wieder runterbrettern oder was auch immer, dass er immer wieder sagen kann, nein, weil Gott hat gesagt, wir werden es schaffen. Es ist spannend, wie der Zerubabel dann den Schlussstein nachher genommen hat. Und wir lesen, wie 17 Jahre später, als er angefangen hat, schlussendlich der Tempel fertig gebaut war. Das ist ein bisschen meine Frage, wenn wir Sorge haben zu unserer Vision. Was ist überhaupt unser Schlussstein? Wo wollen wir überhaupt her? Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo uns alle drumherum sagen, hab gar nicht mehr Träume, bist gar nicht mutig. Weil du könntest ja scheitern. Du könntest enttäuscht werden. Aber ich glaube, Gott will uns immer wieder sagen, denk gross. Wir lesen sogar in der Bibel, dass ein Volk, das keine Vision hat, wird zugrunde gehen. Aber wir Menschen sind designt, dass wir Träume und Visionen haben. Und wenn die Träume so gross sind, dass du einfach so erreichen kannst, dann sind sie zu klein. Dann musst du einen grösseren Traum entwickeln, wo Gott dir helfen kann, den irgendwann zu erleben. Wir haben es so genial erleben. Wir haben ja als Kirche ein Restaurant, oder? Jemand auch schon ein Kaulhofen-Sandwich gegessen, gell, wenn wir da unten waren. Die sind super, gell? Tipptopp, schnell werden die auch gebracht. Hat auch noch ein bisschen andere Sandwich, aber Kaulhofen-Sandwich ist super, oder? Und wir profitieren ja von dem, oder? Sonntag für Sonntag dürfen wir einfach eine Gemeinschaft haben und essen, oder? Das Restaurant läuft unter der Woche, ist genial. So viele Menschen gehen hier ein und aus und erleben Gemeinschaft. Aber das war nicht immer so. Wir haben am Anfang, als wir das Restaurant aufgetan mit grossen Träumen und Visionen und dieses und eins, gell? Oder? Wie dann die Leute werden kommen, haben wir aufgetan und dann ist gar niemand gekommen. Und wir haben gedacht, da will ja jeder kommen. Nur ist niemand gekommen. Und
Und dann sind ein paar Fehler passiert, durch die Leiterschaft dann, dass man zu lange fahren und alles. Und schlussendlich ist es so gekommen, dass eigentlich das Restaurant direkt vor dem Konkurs gestanden ist. Und wir haben überhaupt nicht mehr gewusst, wie wollen wir jetzt noch weiterfahren. Und wir haben gewusst, der einzige Weg ist es, dass wir das ganze Baby noch retten können, ist einfach daran glauben, dass das vorwärts geht, dass wir irgendwann Gewinn machen mit dem Restaurant, dass das vorwärts wird gehen und dass die Zahlen besser werden. Dann haben wir uns entschieden für das, dass wir alle auch dort reinstehen wollen, weil wir das Gefühl hatten, wie Gott so dieser Kirche aufs Herz legt, dass das dazugehört, dass man hier Gemeinschaft erleben kann. Und dann haben wir so einen Plan gemacht, so Ziel, ich habe euch das als Diagramm mitgebracht, wo dann so Ziel war, oder? Dann haben wir gesagt, oder, das ist ganz viel Geld. Aber ich habe euch jetzt nicht aufgeschrieben, wie viel. Aber das sind so Geldziele, wo wir gesagt haben, das müssen wir erwirtschaften mit dem Restaurant. Dann werden wir irgendwann das ganze Desaster, das am Anfang war, wieder aufholen können. Und dann haben wir so wie ein Bild gesetzt. Und das war spannend. Und dann mal so ein bisschen in meinem Krafträumchen im Estig habe ich das Gefühl gehabt, wie Gott sagt, ja, jetzt du musst sagen, wenn, wie schnell. Wenn weiter da draussen sein, sonst bist du dein ganzes Leben lang da dran, das Zeug aufholen, oder? Und dann habe ich probiert, mutig zu denken, haben wir das so zusammen besprochen, gehen wir für das, ist das gut? Und das hat Mut gebraucht, oder? Und dann sind wir voller Freude mit diesem Plan und so ein bisschen unser Schlussstein sind wir gestartet. Und dann, wisst ihr, wie wir gestartet haben? Schaut das erste Jahr. Das war nirgends blöd. Ganz blöd. Weil das war normal ein Minus. Und wir haben uns so Mühe gegeben, und gleich hat es noch nicht funktioniert. Aber dann war es, wie Gott hat gesagt, schau, wenn sie werden anfangen, das werde ich auch vollenden. Es wird gut gehen, aber jetzt müsst ihr durchziehen. Jetzt bleibt ihr dran. Und wir haben so viele lustige Momente erlebt, wo wir alle nicht mehr mögen. Und gleich haben wir gesagt, wir bleiben dran. Und dann kann ich zeigen, was passiert ist in den nächsten Jahren, wo man sieht, wie nachher die ganzen Sachen sind gekommen. Und auf einmal haben wir nicht mal mehr bis ins 20 gebraucht. Und wir haben schon im 19. die Party vom Leben gefeiert, weil wir so Freude hatten, was Gott hat da. Aber hätten wir dann einfach aufgegeben und uns nicht ein bisschen an dem festgehalten, wo wir das Gefühl hatten, dass es der Traum und die Vision war, dann hätten wir heute nicht das, was wir haben hier in Und wenn Gott das für unsere Kirche tun kann, bin ich überzeugt, kann er das für jede einzelne Person genau gleich tun. Und das ist mein Wunsch, dass wir durchs Leben gehen. Natürlich fokussiert, diszipliniert, manchmal sicher auch realistisch und all das, aber es muss immer schaffen, überhaupt noch eine Vision zu haben. Ja, das ist etwas von dem, was am meisten fehlt. Mir hat mal jemand gesagt, weisst du, wo die meisten Visionen liegen auf der Welt? Ich sage, nein, auf dem Friedhof. Weil die Leute haben sie irgendwo mal gehabt und dann haben sie sie nie aufgeschrieben, sie sind nie Wirklichkeit geworden. Es ist so viel Potenzial, Träume, die Gott eigentlich geben will. Aber unsere Aufgabe ist es überhaupt mal, mutig herzustehen, wie ein Bild setzen, Schlussstein setzen und sagen, ich will dort her. Mit Gottes Hilfe, nicht wegen meinen Talenten. Und das kann eine Kraft freisetzen. Ich glaube auch, das kann die Kraft auch von Gott freisetzen. Spannend ist auch, wie Gott einem Prophet im Habakuk 2:2-3 sagt, der Herr sprach zu mir, lesen wir, was ich dir in dieser Vision sage, das schreibe in deutlicher Schrift auf Tafel nieder. Jeder, der vorübergeht, soll es lesen können. Denn was ich dir jetzt offenbare, wird nicht sofort eintreffen, sondern erst zur festgesetzten Zeit. Aber es wird sich ganz bestimmt erfüllen, darauf kannst du dich verlassen. Warte geduldig, selbst wenn es noch eine Weile dauert. Was lesen wir hier? Wir sollen unsere Visionen aufschreiben. Es ist so einfach, eigentlich, die Botschaft heute mal. Und gleich, glaube ich, verstehen wir einander, braucht es Mut. Es braucht manchmal auch ein grösseres Denken, als unser Umfeld hat. Aber Gott sagt hier, schau, fangen wir an zu träumen, schreib die Vision klar auf. Und das andere finde ich so cool, wie nachher, wenn wir weiterlesen, steht, warte geduldig, selbst dann, wenn es noch einen Moment geht. Oder wie schnell haben wir einen Traum und kaum kommt der erste Gegenwind oder kommt es nicht, lassen wir es wieder los. Das war nichts. Doch nicht. Dann gehen wir da. Dann denken wir, ja, hier, okay, gut. Ich habe einen Traum, hier mal in dieser Branche zu arbeiten. Und dann steige ich nicht auf dem CEO-Level. Oder? Aber Gott geht immer einen Prozess. Und das Geniale ist, in diesem Prozess formt er unseren Charakter. Ihr glaubt nicht, was ich mir alles schon geträumt habe.
Ich habe mal Lotto gespielt, weil ich so ungeduldig war, bis die Träume wahr werden. Und ich habe jedes Detail aufgeschrieben. Wie sie mit diesen Finanzen werden machen, Millionen, wo sie was für Gott einsetzen. Meine Frau hat ja 1000 Franken gegeben, mehr hat es leider nicht gegeben. Das war vielleicht auch der Grund, warum es Gott nicht in Erfüllung gab. Aber ich habe so grosse Träume. Aber spannend war, erst später habe ich herausgefunden, wir wären hinten und vorne nicht bereit für das. Es wäre viel zu früh gewesen. Aber die Vision habe ich bei gewissen Sachen nicht losgelassen. Weil ich daran glaube, Gott ist im Werk und Gott kann Wunder tun. Zum Schluss möchte ich wie 2 Tipps weitergeben, weil ich glaube, die meiste Zeit von unserem Leben sind wir gleich in der Phase, wo wir auf die Erfüllung warten von unseren Träumen. Wo wir wie warten, bis Gott das Wunder tut. Weil es ist ja so, oder? Wenn die Erfüllung passiert, dann sollten wir oder dürfen wir schon wieder neue Träume haben. Gut, wir haben als erstes Tipp, den ich mir ein bisschen aufgeschrieben habe, wenn wir auf die Erfüllung von unseren Träumen warten, schützt dein Herz vor Emotionen. Ich glaube, unsere Emotionen wollen im Warten innen sagen, das war nichts. Die wollen irgendwo sagen, ja gut, das wird nichts. Das war falsch. Andere Menschen kommen und sagen, was willst du überhaupt an dem festhalten? Warum träumst du noch von einer Beziehung, die verhält? Weisst du, das ist nicht mehr. Das kannst du vergessen. Warum träumst du noch davon, erfolgreich durchs Leben gehen? Dort dürfen wir unsere Vision wie so in einem Kästchen behalten und sagen, das lasse ich nicht an mir her. Und das Zweite ist, wenn wir Zeit haben, auf die Erfüllung von unseren Träumen zu warten, dienen wir anderen Mitmenschen. Ich glaube, es gibt nichts so Kraftvolles, wo Gottes Herz bewegt, wenn wir anderen helfen, ihre Träume zur Erfüllung zu bringen. Und wenn wir das schaffen, für andere können Türöffner werden, bin ich überzeugt, dann wird Gott besonders für unsere Träume sorgen. Und in all dem Innen vom Warten möchte ich uns alle ermutigen, immer wieder so Schlusssteine zu haben. Ich habe Bilder, die ich mir aufgemacht habe, an gewissen Orten, die ich immer wieder sehe. Und ich sage, das ist ein Traum von mir, die mal hergehen. Ich habe mir Sachen notiert, in meinem Nattel, wo ich gesagt habe, das wollte ich immer wieder anschauen. Und ich glaube, das hilft uns, dran zu bleiben. Wir lesen in der Bibel von Abraham, wo die Zusage von Gott hat bekommen, dass eines aus ihm heraus wird ein riesen Volk entstehen. Gott gibt ihm die Zusage, wo er noch nicht mal ein Kind hatte. Aber spannend war, wenn ihm Gott sagt, schau, komm raus aus deinem Zelt, schau mal rauf. Siehst du all die Sterne, so zahlreich wie er, deiner Nachkommen sind. Warum hat das Gott gemacht? Dass der Abraham immer die Sterne zählen kann, vielleicht, gell? Nein, ich glaube, Gott hat das gemacht, dass weder Abraham nicht mehr mögen, nicht mehr hat der Glauben gehabt. Dass er einfach die Sterne anschauen und gewusst hat, Gott hat gesagt, so zahlreich wird es sein. Weil manchmal ist unser Herz, unsere Emotionen, die gehen davon aus, es wird nichts. Es ist unmöglich. Das ist schon ganz normal. Und in diesen Momenten können uns näher so Bilder helfen. Weil ich überzeugt bin, was Gott startet, wird er vollenden. Ja, wir lesen das so genial im Sacharja 4,9, das ist die Geschichte, die er gesagt hat, vom Schlussstein. Dort lesen wir, Zerubabel hat den Grundstein dieses Tempels gelegt und er wird ihn auch vollenden. Wir lesen, wie Gott sagt, schau, was ich anfange, das wird ins Ende führen. Das ist etwas, was ich gerne, je länger ich mit Gott unterwegs bin, erlebe, wenn Gott Sachen anfängt. Und wir es schaffen, dran zu bleiben, dann wird es Gott vollenden. Die Frage ist, bleiben wir dran? Sind wir geduldig genug? Halten wir es aus, auch wenn wir denken, es wird nicht so kommen. Ich glaube daran und ich bete wirklich für eure Träume, für eure Wünsche. Aber ich möchte uns ermutigen, dass wir unterdessen Freude haben an dem, was Gott tut. Und er wird uns geben, was wir uns von Herzen wünschen. Und wenn wir das schaffen, nicht zerbrechen an dieser Zeit, ich glaube, dann wird Gott uns an Orte herführen, wo wir jetzt uns nicht mal vorstellen können. Einmal so Momente im Leben zu erleben.